diese Folge wird ja fast so zu einer Art Splatter-Movie. Leider, ich komme jetzt, wie ihr seht, gerade vom Surfen zurück. Das ist der Strand Super Tubosch. Und leider ist heute, wie ihr seht, kleiner Unfall passiert. Und das, obwohl es gar nicht hoch war. Die Wellen sind halt ziemlich nah am Strand gebrochen und dann kam der Rücksog zurück. Und dann bin ich abgesprungen. Dann kam die Welle leider hoch und leider das Board auch. Und dann habe ich mir, glaube ich, hier mit dem Ding schön hier unten einen Cut besorgt. Also, jetzt gibt es ein bisschen Jod und ein Pflaster. Und dann halt das hoffentlich bis morgen und muss nicht genäht werden oder sowas. Mal schauen, aber ich glaube, so tief ist es nicht. Und dann wird's wieder. Tut aber ganz schön weh. Schädel brummt. Gehört auch dazu. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es gut hält. Aber vielleicht jetzt zum ersten Mal. Oh Mann. Erste Hilfe. Es ist jetzt ein Tag später, nach meinem Unfall gestern. Und ich wollte euch noch mal kurz erzählen, was passiert ist. Also ich war surfen hier am Super Tubosch Strand und die Wellen sind relativ nah am Strand gebrochen und dann gab es immer also 1 Meter, 2 Meter vor dem Sand und dadurch hatten die ziemliche Wucht dann nochmal am Ende und es gab einen ziemlichen Rücksog. Und der Rücksog hat die Wellen am Strand, weswegen die dann da auch immer gebrochen sind, immer nochmal so hochgeschoben quasi. Und wenn man dann nicht früh genug aus der Welle rausgeht oder halt da vernünftig einen Hechten Köpper durchmacht, passiert einem das, was mir passiert ist, weil ich habe den Köpper nicht vernünftig durchgemacht. Dann hatte ich ein bisschen Pech, kam ein bisschen mehr Rücksog und es hat mich dann, statt dass ich durchgetaucht bin, hat es mich so bam, einmal runtergeworfen. Naja, eigentlich Dinge, die ich kann, aber gut, wie das dann manchmal so ist. Und ich bin dann runtergeflogen und ich habe ja sonst immer den Helm auf, den klippt man hier unten mit so einem Klick zusammen. Und damit bin ich dann irgendwie so bam aufs Surfboard geknallt und dann auf den Sand. Und ich dachte erst, ich habe das gar nicht so gemerkt, weil alles wehgetan hat, dachte ich erst mal, ich hätte mir alle Zähne ausgeschlagen, was ja deutlich schlimmer gewesen wäre. War ja zum Glück nicht so und dann habe ich irgendwie gefühlt und nichts gefühlt, Zunge war auch okay und irgendwie war aber auch, weil halt alles nass war mit Wasser, war auch kein Blut. Vielleicht war es auch unterm Clip, ich weiß es nicht. Und dann ja, habe ich mich so ein bisschen geschüttelt und bin halt wieder rausgepaddelt und habe noch 2 Wellen genommen und irgendwann, so, weiß ich nicht, 20 Minuten später dachte ich so komisch, wo kommt denn das Blut her? Und dann, ja, habe ich es halt gemerkt und dann bin ich zurück zum Wohnmobil und ja, hier gab's, dann musste ich das hier nochmal einräumen, weil ich ja so jetzt auch nicht, also erst versorgen, ne, und dann dieses provisorische Pflaster da drauf und mit Tape und fest und keine Ahnung. Ich habe auch so Desinfektionszeug dabei. Ja, und dann musste ich das Wohnmobil aber noch komplett aufräumen und das Geschirr sogar noch spülen. Und dann wurde es völlig verrückt, dann wollte ich das Surfboard einräumen und dann war auf einmal eine Taube hier vor dem Fahrzeug und ich habe keine Sorge, ich habe da Zeugen für, also es ist nicht, dass ich dass ich da Halluzinationen hatte oder so. Und das war eine Brieftaube, die hatte so einen Ring am Fuß und die war ganz zutraulich und dann kam die irgendwie immer an und das war irgendwie so ganz merkwürdig, auf jeden Fall flog die dann in mein Wohnmobil rein und saß hier auf diesem Platz, wo ich jetzt sitze, auf dem Fahrersitz. Und dann musste ich die halt so vorsichtig, ohne die zu verletzen, mit so einem Stock, den ich hier immer habe. Den benutze ich, nachts mache ich den, wenn ich freistehe, meistens an die Tür ran, damit man die Tür nicht aufknacken kann. Habe ich hier dann so den Weg zur Tür wieder gewiesen, habe ich die Tür zugemacht. Das war dann auch nochmal irgendwie ein kurioser Aufreger. Naja, und dann bin ich zur Notaufnahme und musste das jetzt hier... Gucken, ob man das sieht. Habe ich das nähen lassen mit 5 Stichen. Ja, und dann sagte der Arzt, der war ziemlich lustig. So, tomorrow you can surf. Dann sage ich, wie? Morgen wieder? Ja, der hat irgendwas dran genäht, keine Ahnung. Ich habe es nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall kann ich heute theoretisch wieder surfen. Jetzt hat es aber ganz schön gerumst, im Kopf auch und so. Und ich mache heute mal Pause zur Sicherheit und dann surfe ich morgen wieder. Dann allerdings ohne Helm, weil der Klick ja hier drunter geht. Aber ja, ganz schön aufregend. Aber gut gegangen. War jetzt irgendwie auch nicht so richtig schmerzhaft und ging alles. Glücklicherweise, muss man ja sagen. Also
Ach so, ja, da muss man das ja vorstrecken, bevor du es bei der Krankenversicherung einreichen kannst, ne, und bezahlen. Und es hat tatsächlich auch nur 51 Euro gekostet. Also ich weiß nicht, was das kostet, wenn das in Deutschland... ach, lassen wir das. Ich will nicht diese blöde Geschichte aufmachen. Naja, also 51 Euro ist auf jeden Fall ja echt mal wenig, fand ich jetzt so. Ja. Ich komme mal aus dem Wasser, hab den Neoprenanzug noch an. Boah, ich dachte, ich zeige euch das auch mal. Ich bin noch komplett voller Adrenalin. Der Arzt hat gesagt, ich kann jetzt wieder ins Wasser, ne? Also bin ich heute wieder ins Wasser. Und Junge. Die Wellen waren richtig, richtig groß. richtig groß heute. Und ich bin halt eine Stunde lang war ich jetzt drin, bis ich völlig entkräftigt war. Habe 2 richtig gute Wellen gekriegt. Immerhin. Richtig gut, richtig lang. Sehr hoch. Bei beiden habe ich mich umgedreht. Ihr habt ja das letzte Video wahrscheinlich hoffentlich alle gesehen. Wenn nicht, guckt es euch nochmal an. Da waren die ja eher so hüfthoch. Diesmal habe ich mich umgedreht, auch wie in dem Video. Nur habe ich dann nur Wasser gesehen. Und die waren also über Kopf hoch. Und weiß ich jetzt nicht, ob der Arzt das so meinte, mit damit in solche Wellen gehen. Und aber ich war schon im kleineren Spot. Rechts daneben sind die halt richtig mit einer Barrel gebrochen. So, das war richtig krass. Ja. Junge. Aber ist gut gegangen und hat Bock gebracht. War richtig cool. Ja. Brich um dich herum der Welt zusammen bliebst du ganz hübsch. Sind sie all am Hüppe und am Springen bliebst du ganz hübsch. Fangen sie alle um dich herum an zu brüllen, bliebst du ganz hübsch. Und jedes Hey und eure Patrönchen bliebst du ganz So, ich wollte euch jetzt noch mal einmal zeigen, wo ich hier so stehe. Das ist ein ganz schöner Strand. Das ist ja direkt hier der Super-Duper-Strand, an dem ich stehe. Mal sehen, das ist ein riesen Parkplatz. Hier stehen ein paar Vans und so. Tagsüber ist es ein normaler Parkplatz für Autos. Kommen die Portugiesen hin zum Surfen. Hier sind Restaurants und Cafés. Also jetzt nicht viele. Ein Restaurant und 2 Cafés am Strand, Beachbar. Und ja, wenn man hier freistehen kann, tue ich das auch meistens. Und hier kann ich abends vor allem auch ein bisschen klimpern, weil man an Steinen keinen stört. Ich arbeite ja an 2, 3, 4 neuen Liedern. Könnte ich euch auch noch mal ein bisschen zeigen. Und damit ihr das mal einmal gesehen habt, jetzt hier über die Düne. Und kommt man hier an den Strand, an dem ich mich hier verletzt habe. Tatsächlich. Es ist einmal ist so in 3 Teile unterteilt. Gibt einmal hier die Mole rechts. Dann es nennt sich Bananas und dann Super Tubosch. Und zwischen Bananas und Super Tubosch habe ich mich hier schön zersägt. Aber gut, das war jetzt 3 Tage her. Gestern war ich ja auch schon wieder im Wasser. Aber nicht hier, sondern auf der anderen Seite der Bucht, auf der anderen Seite vom Ort. Da waren die Wellen dann auch wirklich hoch. Aber das habe ich ja schon erzählt. So, und dann könnt ihr mal gucken. Dann ist das hier eine wunderschöne, riesige Bucht. Schönes Restaurant. Da drüben ist der Ort Peniche. Viel Fabrik und so. Und ja, kann man machen, ne? Es ist nicht immer leicht, zusammen zu sehen. Aber mit dir ist es so schön. Ja, heute geht es auch wieder ins Wasser. Aber auch nicht hier, sondern in der Bucht, die Peniche und Baleal verbindet. Da war Surfen immer gut. Immer. All die Male und Jahre, die ich jetzt hier schon hinfahre. Und ja, ich bin mal gespannt. Heute soll es auch noch mal ziemlich groß sein. Ich gehe aber erst wahrscheinlich am Nachmittag, wenn es wieder ein bisschen kleiner wird. Wir werden mal sehen. Mal gucken, was das bringt heute. Ich freue mich auf jeden Fall. Voll geil, dass ich wieder surfen kann, obwohl ich hier so das Kinn lediert habe. Jetzt bin ich wieder zurück
Im schönen Wohnmobil angekommen und ja, wir sehen uns später. Es ist noch ein Tag später, abgesehen von dem bisher einer der lustigsten Kommentare von euch, von dem frechen Nudelsalat, den ich da als Frisur trage. War ich jetzt weiter fleißig surfen. Gestern waren die hohen Wellen. Das war das große Hurra. Vor 3 Tagen hatte ich mir hier den Cut zugezogen. Heute war es an dem Strand, an dem ich gar nicht so gerne surfe und auch nie gut, irgendwie, es hat nie Spaß gemacht, so richtig. Da waren super Wellen, es war sehr verführerisch. Ich habe mich verführen lassen. Bin rausgepaddelt, es war super voll, es war keine gute Stimmung im Wasser. Heute war ein Feiertag in Portugal, irgendwie viele Portugiesen und die waren sehr ernst bei der Sache und ich weiß es nicht. Dann habe ich eine Welle gekriegt, hat es mich dann doch etwas geworfen, leider. Und ja, es ist nicht der Mittelfinger, so ist vielleicht besser. Dann hat die Finne einmal meinen Finger gezwitscht, aufgeschlitzt. Ja, ist jetzt nicht tragisch, aber hat auf jeden Fall geblutet, ziemlich wie Hulle, und dann musste ich leider raus und dann hatte ich auch keinen Bock mehr und dann war es heute 15 Minuten und naja, diese Folge wird ja fast so zu einer Art Splatter-Movie. Also ich werde es euch nicht zeigen, glaubt es mir, es war nicht schön. Es ist genau der Ringfinger, nicht der Mittelfinger. Naja, morgen früh weiter, mal gucken. Reicht jetzt mit Verletzungen, jetzt können auch wieder schöne Dinge passieren. So ganz höher.